Bürgerinformation zu Mobil im Rheintal in Lustenau. Die Projektplaner informieren über den Stand der Lösungsansätze zu den Mobilitätsfragen im unteren Rheintal. Ziel ist es, nach 3 Jahren der Vorbereitung ein Paket vorzulegen, das zu einer nachhaltigen Verbesserung der angespannten Verkehrssituation in der Region führen soll. Die Leute sind sehr interessiert und es ist kein Wunder, wenn man die Verkehrssituation in Lustenau kennt. Das ist ein unheimlich langer Leidensdruck. Viele Menschen waren schon resignativ und es freut mich auch zu sehen, dass durch dieses professionelle Planungsverfahren die Hoffnung wieder aufgekeimt ist. Und jetzt liegt es natürlich an allen, dass wir diese Hoffnung nicht enttäuschen, weil ich glaube, wenn dieses Mal wieder keine nachhaltige Gesamtlösung gefunden wird fürs untere Rheintal, dann werden die Menschen vollends resignieren. Und in dem Sinne bin ich zurzeit sehr optimistisch, schaue aber sehr gespannt natürlich jetzt auf den weiteren Verlauf des Verfahrens. Ich finde es wichtig, auch die Informationsveranstaltungen, dass vor allem die Leute mit ins Bötchen genommen werden und schlussendlich eben die Leute auch informiert sind, was läuft, was geht in diesem langwierigen Planungsprozess. Zahlreiche Anrainer sind gekommen, um sich die Information aus erster Hand zu holen und die einzelnen Vorschläge zu diskutieren. In 8 Kojen wird den Besuchern der gesamte Planungsprozess vorgestellt, sämtliche Straßenvarianten und alle Alternativen für den öffentlichen Verkehr. Zur Diskussion stehen jetzt 5 Varianten. Jede hat Stärken und Schwächen. In der letzten Koje werden alle miteinander verglichen. Ich finde den Aufbau gut, wie er gemacht ist. Und so, ich habe jetzt die erste Grundinformation, also ich finde es eigentlich nicht schlecht mit den Kojen. Wir sind alle betroffen in Lustenau. Also der Schwerverkehr nimmt wirklich sehr überhand. Da muss man schon was tun. Ist nicht schlecht, ja. Also wenn jemand Informationen sucht, hier findet er sie. Die Trassen sind jetzt bekannt und man weiß, welche Alternativen hier zur Auswahl stehen. Ich bin eigentlich recht erstaunt, wie viel Arbeit das da dahinter steckt und was man da jetzt als ausgeschafft hat, finde ich gut, ja. Die Wünsche, Fragen und Anregungen aus dem Publikum werden gesammelt und noch vor Ort beantwortet. Am Ende werden sie auch in den Schlussbericht einfließen. Ich kann ein sehr positives Fazit ziehen, da die Bevölkerung sehr, sehr interessiert ist, sehr konstruktiv mitdiskutiert hat und auch mitgedacht hat und das schlussendlich den gesamten Planungsprozess aufwertet. Es waren heute sicher zwischen 300 und 400 Personen hier, also eine sehr, sehr große Anzahl, die auch, was die Rückmeldungen betrifft, von der Qualität der Ergebnisse, die hier aufbereitet präsentiert wurden, sehr beeindruckt waren. Wir haben sehr sachlich diskutiert, es war wenig emotional. Ich war immerhin bei einer sehr schwierigen Koje mit sehr umstrittenen Straßenvarianten, aber es waren sehr ordentliche, sehr sachliche Gespräche und ich glaube, wir haben sehr, sehr viele offene Punkte klären können. Für mich war die Erfahrung, dass sehr viele Fragen gekommen sind, die sicher in den weiteren Planungsprozess auch eingehen und dass die Veranstaltungen insgesamt sehr fruchtbar waren. Ich war sehr überrascht darüber, dass eigentlich so professionell diskutiert worden ist, dass so ruhig diskutiert worden ist, dass keine Anfeindungen, keine Pflegeleien oder sonst irgendwas waren. Es war extrem angenehm, bin ganz begeistert und ich glaube, die Veranstaltung ist insgesamt sehr gut gelungen. Ich wünsche mir für den Prozess, dass wir zu einem erfolgreichen Abschluss kommen, zu einem möglichst starken Konsens in einer so diffizilen Frage, bei der man zu gewissen Varianten durchaus unterschiedlicher Meinung sein kann, wird es immer sehr schwierig sein, einen vollkommenen Konsens zu finden. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass es uns gelingt, einen breiten Konsens zu finden. Jetzt werden ein Schlussbericht und eine Empfehlung erarbeitet und dann an die Landesregierung und die ASFINAG übergeben.